Friseurklinik oder Klinik der Friseur hier in Kiel sind stolz, dass du bei uns bist. Und wir haben uns sehr gefreut, dass du zugesagt hast und dass du hier nach Kiel direkt aus Berlin gekommen bist. Und ich glaube, nichts verbindet mehr als deine berufliche Laufbahn, die du bis jetzt bestritten hast, als auch mit Haaren, nämlich Friseur und deine Frisuren. Aber ich möchte einfach noch mal sagen, wie macht man das eigentlich? Das muss ich direkt mal lesen. Du bist bei Maybrit Illner, du bist im Spiegel TV, du bist bei dem Turmspringen dabei, du spielst Cobra 11, du machst Dschungelcamp noch dazu und bist also ständig irgendwo im Fernsehen unterwegs. Ganz große Sache. Und dann auch noch Heidi Klum und Germany Next Topmodel. Und dann so ein junger Mensch, das ist unglaublich. Und du bist so natürlich und du strahlst so. Und da muss ich einfach mal fragen, wie bekommst du das so hin? Ja, also ich versuche einfach die Sachen zu machen, die mir Spaß bringen. Und ich bin damals mit Germany's Next Topmodel in die Branche reingekommen. Und irgendwie kamen dann immer irgendwelche Leute und meinten, hey, hast du nicht Lust irgendwie mal zu Schauspielern? Und ich habe gesagt, ja, natürlich habe ich Lust zu Schauspielern, warum nicht? Und dann 1,5 Jahre bei Anna und die Liebe in der Soap gespielt, da so ein bisschen dann auch meine Schauspielleidenschaft entdeckt. Und ja, irgendwie mit den Jahren kam immer mehr dazu. Und mittlerweile bin ich echt irgendwie fast in jeder Sendung dabei gewesen. Aber es bringt mir auch wirklich sehr viel Spaß. Also viele Leute denken dann immer so, oh ja, jetzt Dschungel, jetzt muss ich auch noch Dschungelcamp machen. Ich habe 5 Jahre lang jedes Jahr abgesagt, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte das eigentlich nicht machen. Aber dieses Jahr war es dann so, oder besser gesagt, im letzten Jahr war es dann so, dass es in der Presse sowieso überall drin stand, dass ich dabei war. Und auf einmal haben meine Freunde gesagt, mach es doch einfach. Zeig ihnen, dass du auf die Kacke hauen kannst. Entschuldigung, das jetzt einfach mal so dreist zu sagen, aber die meinten, ey, du hast Biss. Versuch es einfach und zeig ihnen, dass du einfach nicht diese, in Anführungsstrichen, anstrengende Germany's Next Topmodel-Zicke bist, die man bisher vielleicht so im Fernsehen gesehen hat. Und deswegen war das für mich eine total tolle Erfahrung. Und ich habe gesagt, wenn es nochmal ein Dschungel-Revival gibt, dann würde ich gerne dabei sein, weil es super mega viel Spaß gemacht hat. Unglaublich, das glaube ich dir, also 100%ig. Ich muss einfach sagen, das, was du alles anpackst und wie du es anpackst und wo du auch auftrittst, das ist einfach nur erfolgreich. Und ich könnte diese ganze Liste weitergucken und durchschauen. Ich höre überhaupt nicht mehr auf. Du bist ständig im Fernsehen und bist überall präsent. Und du siehst natürlich traumhaft aus. Das Kompliment muss ich dir auch machen. Aber hier sind alles Friseure und ganz, ganz viele junge Leute, die in diesen Beruf einsteigen, die eingestiegen sind, die ihre Lehre haben. Hier ist ein Lehrlingswettbewerb eines sehr, sehr großen Friseurunternehmens. Der Herr Klick ist heute auch hier. Und da kommt natürlich die Frage auf, was fällt dir eigentlich ein oder was kannst du uns sagen zu deiner Frisur? Oder wie wichtig ist dir Frisur? Wie wichtig ist für deine Auftritte dein Haar oder das, was der Friseur mit dir macht? Also, ich würde am liebsten gerne alle Friseure einpacken zu mir nach Hause, weil ich bin ein Haarkatastroph. Also ganz arg. Also ich habe zwar schön dickes Haar, aber ich mache damit ganz viel bösen Krams. Also immer schön viel Glätten und immer schön viel Lockenstab und dann immer so ein Düpp da oben, weil ich dann keinen Bock habe und dann weichen die ab und dann muss man Haarkohl machen und das ist mir dann immer so anstrengend. Und dann, ja, das ist irgendwie, ist das für mich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich habe zum Glück eine Freundin, die auch eine Friseurin ist und die dann immer gesagt, so Fiona, jetzt mach doch mal eine Haarkur über Nacht rein. Und dann wascht die mir da alles rein und dann muss ich erstmal mein Kopftuch da, mein Kissen belegen, damit das nicht alles da einwirkt und so. Es ist also nicht immer so einfach. Ich glaube, die wissen hier, wovon wir sprechen. Haare sind nicht immer unkompliziert und bedürfen sehr viel Pflege. Ja, und das machen wir natürlich hier ganz besonders gut bei Friseurklinik, aber auch erst recht bei Schwarzkopf Professional. Ich darf nur sagen, wir wollen eins nicht vergessen, um 15 Uhr heute in dem unteren Bereich bei Schwarzkopf Professional am Stand können Sie Autogramme bekommen von Fiona. Und Fiona, vielleicht noch mal einmal ganz kurz zum Schluss dein Eindruck. Du bist nach Kiel gekommen. Es war nicht so ganz einfach mit dem Auto hier zu kommen, aber war doch einfach. Und was sagst du jetzt so, wenn du so viele Friseure, Junioren siehst, die in diesem Beruf jetzt nach oben gehen und sich wirklich toll etablieren? Was ist dein Eindruck? Was willst du damit? Also ich finde erstmal an euch alle, die heute auch hier sind, ich glaube, kreative Menschen, und ich bin auch einer davon, sind Menschen, die immer im Leben irgendwie wieder auf die Beine fallen. Also ich glaube, jeder von euch wird irgendwie wissen, wenn eine Sache nicht klappt, wie das weitergeht. Weil kreative Menschen haben einfach immer irgendwie so einen Plan, wie sie es hinkriegen. Und ich wünsche allen von euch, also jeder, der jetzt anfängt, vielleicht auch
schaffst es nicht, das kriegst du nicht hin und so. Und ich habe immer gesagt, jetzt erst recht. Und jeder, der euch sagt, irgendwie, ihr schafft irgendwas nicht, dem müsst ihr in 3, 4, 5 Jahren ins Gesicht gucken und mit einem ganz, ganz breiten Grinsen und sagen, doch, und genau weil du es gesagt hast, dass ich das nicht schaffe, habe ich es geschafft. Und deswegen, ich drücke euch allen ganz, ganz fest die Daumen für euren weiteren Weg, auf eurem beruflichen Weg. Und ja, bleibt euch selbst treu immer, das ist das Wichtigste. Fiona, vielen Dank. Herr Schröder ist nochmal dabei. Ich darf noch ins Mikro nehmen. Bitte gerne. So, ganz kurz, ja, unsere Viola ist ja gerade da. Wir haben jetzt gesagt, aus Zeitgründen, 14 Uhr findet schon die Autogrammstunde statt. Unten für eine Stunde, weil danach ist die Tombola-Ausgabe und wir wollen die Meinung von unserer Viola haben. Hier nachher beim Salonwettbewerb, wer wird Gewinner? Und das ist die Hauptsache. Ja, Herr Willift, Sie führen unseren Stargast jetzt einmal noch durch. Einen Riesenapplaus und heißen Sie nochmal unseren Gast herzlich willkommen. Ein Riesenapplaus. Und jetzt Abgangsmusik für die tollen Arbeiten des B aus diesem Dorf.